Er ist gestorben. Gerade jetzt. Am Schluss ist alles mega schnell gegangen. Er hat sich mit letzter Kraft noch einmal aufgebäumt und mit ganz schwacher Stimme gesagt: Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Er hat noch einmal eingeschnauft. Voller Schmerz. Dann zum letzten Mal aus. Es bleibt. All die Worte, die er am Kreuz in der letzten Stunde gesagt hat. Jesus ist an dem Kreuz. Nach dem langen Tag, nach 6 Stunden Todeskampf schon. Und er redet noch mal ein paar Worte. Ich weiss nicht, ob du auch schon mal einen Menschen erlebt hast, der im Sterben liegt, der wirklich mit dem Tod am Ringen ist. Die Worte, die die Menschen dann wählen, sind sehr, sehr kraftvoll. Vor allem dann, wenn sich die Worte noch an die Leute richten, die sie wirklich fest gern haben. Dann kommt so richtig kraftvolle Worte. Und miteinander, wenn wir jetzt diese kraftvollen Worte von Jesus anschauen. Herzlich willkommen zu der Karfreitagsliturgie. Sehr schön, dass du an diesem Abend hier bei uns mit reinklingst und schaust und auch hoffentlich dein Herz kannst aufmachen für den Jesus und für die Kraft, die von ihm aus und von dem, was er da hat am Kreuz ausströmt. Es ist schon etwa das 4. Mal, wo wir als ICF 20s, als junge Erwachsene, die Karfreitagsliturgie machen. Eigentlich wäre sie geplant gewesen, nach dem Ostermusical. Und jetzt haben sie halt am 3 schon machen und jetzt nochmal am 7:45. Wir haben sie extra auch noch einmal auf Schweizerdeutsch machen. Einfach für uns, damit es für uns auch möglichst nahe kann sein. Weil um das geht es in dieser Liturgie, dass du Jesus ganz, ganz nahe kannst erleben. Und wir als 20s freuen uns, dass wir da dich dabei hosten. Du hast vielleicht schon mitbekommen, hoffentlich. Es ist eine interaktive Sache. Das ist ja in der Liturgie ist das so. Das heisst, du hast ein paar Sachen müssen vorbereiten und ich hoffe, du hast es ready. Du brauchst dein Nattel. Vielleicht schaust du im Moment noch auf den Nattel. Dann vielleicht kannst du noch auf den Laptop wechseln, damit du dein Nattel frei hast, plus ein bisschen Papier und einen Stift. Das ist sicher auch noch gut. Du kannst auch schnell schauen, ob der Stift wirklich funktioniert. Und dann, jetzt musst du zuhören. Du brauchst ein Getränk, das bitter ist. Wenn du nichts Bitters hast, dann nimmst du etwas Saures. Ich habe da so ein Apero-Getränk, alkoholfreies. Das ist super, das nehme ich da. Hat eine schöne Farbe. Das kann man gut nehmen. Und dann brauchst du noch dein Lieblingsgetränk. Ich habe jetzt hier eine Capri-Sonne genommen. Es muss etwas sein, was süß ist, dann wirkt es richtig, dein süßes Lieblingsgetränk. Und dann gleichzeitig auch noch, musst du dir ein Abendmahl zurechtlegen. Vielleicht hast du kein Brot und Traubensaft daheim. Ich weiss nicht, die im Wallis haben vielleicht eher noch Weisswein daheim, oder? Die im Bündnerland haben vielleicht dann noch eher so ein Stück Bündner Nusstorte und ein Röteli. Das geht auch. Und Basler haben ein Basler Leckerli und ein Ueli-Bier. Das funktioniert auch super. Was auch immer du daheim hast, kannst du auch einen Schluck Wasser und ein bis Fenchel nehmen. Egal, Hauptsache es dient dir, dass du die Liturgie mitmachen. Weil wir gehen auf eine Reise miteinander und es wird viel mit dir auch machen. Es wird sehr kreativ auch werden. Wir haben eine grosse 20s Crew, die schon da gearbeitet hat an dieser Liturgie. Und jemand haben wir ganz Spezielles, der ist live jetzt am Mitschaffen. Der Michi.
Der Michi, das ist einer, der ist mir aufgefallen, weil wenn ich im 20 preache, sehe ich, da ist er die ganze Zeit an seinem iPad. Nein, er ist nicht am Chatten, sondern er gestaltet die Celebration und was er erlebt auf einem iPad dann jeweils. Und ich habe gemerkt, das ist für viele, die jetzt vielleicht auch zuschauen, ein ganz spezieller Kanal, um Jesus auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben. In dieser Liturgie geht es nicht darum, dass du ein Abenteuer erlebst oder noch eine gute Freitagabend-Unterhaltung hast. Es geht uns darum, dass du Jesus kannst erleben. Die Kraft vom Karfreitag kannst erleben. Und darum haben wir auch ein Gebetsteam, wo auch live gerade die Gebetsanliegen, die du hast, für das beten. Vielleicht merkst du auch in dieser Liturgie, dass Jesus nur mit den Finger drauf hebt und du willst schnell dort für dich wie dort bleiben. Dann mach das unbedingt und du darfst auch gerne auf icf.ch/Gebet gehen und dort, wenn du dort reinschreibst, dann haben wir gerade ein Team, das gerade in diesem Moment einfach für dich beten und dich unterstützen in diesem Durchbruch, den du gerade darfst erleben. Dann bete ich noch. Jesus, jetzt die Stunde, die wir vor uns haben, sie gehört dir. Leit du uns und nimm uns rein, damit wir deine Kraft, die du durch dein Blut, das du vergossen hast, in unser Leben bringst, können besser kennenlernen. Amen. Ich frage mich, wie war das für dich, als du dich entschieden hast zu bezahlen, nicht für dich, sondern für mich? Für meine Notlüge, weil mein Leben einmal mehr außer Kontrolle gerät. Für die Ignoranz, als ich nicht dazwischen gehe oder zu spät. Und für all die Male, als ich dich leugne, noch ehe der Hahn kräht. Noch ehe ein neuer Tag anbricht. Und ich frage mich, wie war das für dich? In dieser Nacht, als deine Hand das Brot teilte, als das Böse an den Tisch eilte, um dich zu verraten durch Judas von deiner Seite. In dieser Nacht wusstest du, dass die Zeit da war. Gott, wenn ich nicht leiden soll, dann lass es ziehen, aber ich will dir dienen. Und ich frage mich, hast du die Angst gespürt? Hat sie sich wie eine Schlinge eng um deinen Hals geschnürt? Als sie nicht verstanden, betet Jünger, nicht für mich, sondern für euch, denn es ist soweit. Und du warst bereit. Simon, bete um Vergebung, bete um Erlösung. Und Petrus verstand ihn wohl kaum. Es musste sich anfühlen wie ein wirrer Traum. Du wirst mich verleugnen, nicht ein, nicht zwei, sondern dreimal. Und Petrus verstand noch immer nicht, aber ich, denn ich bin er und ich brauche das, was danach kam. Nach dieser Nacht, als du das Kreuz für mich getragen hast, als unsere Schuld, unsere Last schwer auf deiner Schulter thronte, sich jeder Dorn langsam in deinen Schädel bohrte. Ich frage mich, wie war das für dich? Nach dieser Nacht, als keiner mehr bei dir stand, auch wenn keiner an dir Schuld fand, weder Herodes noch Pilatus an dir Schuld fand. Hast du trotzdem den Plan deines Vaters gekannt? Und ich frage mich, wie war das für dich, als jede Zelle, jeder Körperstelle nach Erlösung schrie, das Blut rhythmisch tropfend auf den Boden fiel? Als dein Kopf sich senkte, deine Lippe sich ein letztes Mal trennte, in einem letzten Atemzug. Es war vollbracht, aber was hast du dir da gedacht und was hat das nur mit dir gemacht? Die Ostergeschichte, was am Kreuz passiert, ist sehr emotional. Und es geht einem näher und es ist auch sehr kraftvoll. Und du weißt, bei uns im ICF, eine Art und Weise, die es uns hilft, unser Herz dann gleich aufzumachen und all die Kraft und all das, wo Jesus reden will, reinzulassen, ist Worship. Und darum schalte ich jetzt mit euch zusammen über auf Wallisellen. Unsere Worship-Leiter sind dort und nehmen uns immer wieder auch in dieser Liturgie in eine Worship-Zeit hinein. Lass uns Jesus anbeten von Anfang an. I'm the doubter in your presence.
crowd was lost and wondering, but you came for all of the above. By your words, my eyes are open. Let me see the scars you wear. Be my failure with your mercy. And when I'm lost, you come and find me there. How great is your love? How great is your love? That you would give your life to call me yours. How deep is your heart? What measure could rest the wonder of the King, our Savior? I'm your child, I am forgiven. Called to be a blazing light. Following the way He calls me, because your love already won the fight. How great is your love? How great is your love? That you would give your life to call me yours. How deep is your heart? What measure can grasp the wonder of the King, our Savior? Your love, Jesus, how great it is, Jesus, only you, Jesus, only you. I will lift your name above another. Jesus, only you, Jesus, only you. Let this praise resound in me forever. Jesus, only you, Jesus, only you. I will lift your name above others. Jesus, only you, Jesus, only you. Let this praise resound in me forever. How great is your love? How great is your love? You would give your life to call me yours. How deep is your heart? What measure could grasp the wonder of the King, our Savior? How great is your love? That you would give your life to call me yours. How deep is your heart? What measure can grasp the wonder of the King, our Savior? Römischer Hauptmann. Ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na, meine Männer haben ihre Arbeit gemacht. Punkt 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Ja, aber unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und
Pilatus, ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus, und der andere, der bat Jesus, an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war irgendwie merkwürdig. Und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich. Ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus am Kreuz sagt: Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Lass uns einen Moment schnell uns Zeit nehmen und uns genauer in das hineindenken. Was ist passiert in den letzten 24 Stunden? Jesus ist von einem von seinen besten Freunden verraten worden. Dann ist er festgenommen worden, schon geschlagen. Und alle haben ihn im Stich gelassen. Dann ist er von den Juden, sind falsche Zeugen gekommen, haben ihn angeklagt, er ist misshandelt worden und schlussendlich haben sie ihn verurteilt. Er ist gegeißelt worden, er ist verhöhnt worden, sein Kreuz müssen selber auftragen auf Golgatha und seit Stunden hängt er an dem Kreuz. Und dort fängt er an, mit seinem Vater zu reden und sagt: Vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und mir kommt in den Sinn, dass steht, Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu richten. Und das hat er wahrscheinlich seinem Vater gesagt: Vater, gell, wir sind nicht da, um die Menschen zu richten, sondern um sie zu retten. Ich bin gekommen, um die Menschen zu retten. Im Psalm 6, Vers 4 steht: Erdrückt mich auch die Last meiner Sünden, du vergibst unsere Vergehen. Schau, was man wirklich sagen kann. Jesus will um jeden Preis gnädig sein. Das ist der höchste Preis. Er hat maximal gelitten und gleichzeitig noch die Last von der ganzen Sünde der Menschheit trägt und sagt: Vergib ihnen. Der höchste Preis ist gezahlt worden und er sagt: Vergib ihnen, Vater. Jesus, Gott will um jeden Preis gnädig sein. Vergeben. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Ein kleiner Bub besucht seine Oma, seine Grossi. Und er hat eine Steinschleuder dabei, weil er die bekommen hat. Und er liebt es, mit dieser Steinschleuder rumzuspielen. Er ist noch nicht so genau, aber langsam übt er auf die Dose, oder? Und wird besser und besser. Und irgendwann merkt er: Du, eigentlich wäre doch jetzt langsam so reif, mal so ein bisschen auf etwas Lebendiges so zu schiessen. Und das Grossi hatte so 2 Enten im Teich gehabt. Und da hat er gefunden: Komm, jetzt necke ich mal ein bisschen die Entchen und so mit diesen Steinen. Er nimmt den Stein und der erste Schuss schon ist ein Treffer. Aber was ist mit dem Entli? Das Entli bewegt sich nicht mehr, es ist gestorben. Und der Bub verzweifelt fast, das hätte er ja nicht wollen, was macht er? Und dann, er hat gesagt: Komm, er nimmt das Entli und tut das irgendwo, was niemand sieht, begraben hinter einem Baum. Und er hat das gemacht. Am Abend ist er beim Grossi und das Grossi merkt: Du, jetzt habe ich eines von meinen Entchen schon länger nicht mehr gesehen. Hast du es heute mal noch gesehen? Nein, ich glaube, das ist schon länger weg. Das ist komisch, wie am Abend sind die immer sehr im Teich da. Sehe ich sie noch? Vielleicht ist der Fuchs gekommen oder der Wolf. Okay. Im späteren Verlauf des Abends sagt Grossi: Komm, hocken wir noch hier auf die Schoss. Komm, wir reden noch zusammen. Normalerweise hat der Bub das immer geliebt. Aber an diesem Abend hat er nicht mehr gefunden: Nein, ich will jetzt noch ein bisschen Zeit für mich. Ich will für mich noch ein bisschen spielen.
Und in dieser Nacht hat er so schlecht geschlafen, dass er am nächsten Morgen gefunden hat, jetzt muss ich hingehen und ich sage meinem Grossi, was passiert ist. Und er erzählt seinem Grossi, dass er eben aus Versehen das Ente mit der Steinschleuder getroffen hat. Und es tut ihm so leid. Und das Grossi sagt, weisst, ich weiss, ich habe es gesehen und ich habe dir schon lange vergeben. Ich habe gemerkt, wie du nicht wollen hast. Aber ich habe es dir noch nicht gesagt gestern, weil ich wollte, dass du etwas lernst. Vergebung und Gnade werden erst kraftvoll, wenn sie wirklich angenommen werden. Und so ist es auch bei unserem Leben. Du kannst da stehen und du siehst, Jesus sagt an dem Kreuz, vergib ihnen. Du kannst die Gnade stehen lassen und du siehst sie von außen. Oder du lernst anzugehen, ehrlich zu sein über dein Leben. Und dann kommt die Gnade, die du annehmen in deinem Leben. Und auf diesen Satz, wenn wir darum eine Antwort geben, wenn Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun, dann hat er dich gemeint. Und darum komm, wir nehmen heute die Zettel. Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit rein. Und nimm du den Zettel und schreib du bei dir auf den Zettel. Was merkst du? Was ist auf deinem Herz? Wo du merkst, das sind Vergehen, das sind vielleicht Fehler, das sind auch Sachen, wo du findest, das ist Schmutz oder Dreck an dir oder Sachen, wo du merkst, die gehören eigentlich nicht zu dir. Egal was es ist, komm, wir lassen jetzt einfach mal alles raus, weil Gott liebt es, um jeden Preis dir gnädig zu sein und zu vergeben. Darfst du den Zettel nehmen und nicht mehr so schön sagen auf gut Schweizerdeutsch verkrugeln, verknittern und wegwerfen, aus dem Fenster werfen, ins Feuer werfen, in den Kübel werfen, wo auch immer. Und dann proklamieren wir nochmal zusammen. Who the sun sets free. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Whom the sun sets free. Who the sun sets free.
Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war. Doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Zwei Getränke kommen vor in der Kreuzigungsgeschichte von Jesus. Und die 2 Getränke kannst du auch schon mal in die Hand nehmen. Und das ist auf der einen Seite das erste Getränk, das Bittere. Und das bittere Getränk, das war Wein mit Galle, das die Soldaten gegeben haben. Und das hat jeder genommen, das nimmt man. Weil das tut betäuben. Die Bitterkeit, die man da nimmt und die man da trinkt. Es betäubt einem und es macht einem ein bisschen gleichgültig gegenüber dem, wo da alles ist, dem ganzen Schmerz. Und Jesus, wo er gemerkt hat, dass es das ist, was in seine Lippen kommt, hat es rausgespuckt. Er hat es nicht trinken. Und das andere Getränk am Schluss, wo er schon am Kreuz hängt, hat sich Jesus nochmal daran erinnert. Ich möchte die Verheißung ganz erfüllen. Ich bin ein Gott, der Verheißungen erfüllt. Und darum hat er nochmal getrunken. Und hat dann den Essig mit Isop getrunken. Wo dafür steht, Gott steht zu seinen Verheißungen. Und schau, das ist ein Bild an dem heutigen Abend, wo ich mega kraftvoll finde für mein eigenes Leben auch. In meinem Leben gibt es viele Sachen, die nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Ich werde nicht so behandelt, wie ich oft mir das wünsche. Auch meine Zukunftspläne, die ich mir auswähle, kommen nicht immer so, wie ich sie denke. Ich werde missverstanden. Ich werde schlecht behandelt. Viele Sachen. Und wenn man das dann schmeckt, dann kommt so eine erste Bitterkeit, die sich breit machen will. Und ich glaube, du kennst das. Und lass uns, wie Jesus das gemacht hat, die Bitterkeit doch mal spüren. Nipp schnell an dem Ganzen. Schluck es noch nicht ab, sondern einfach befürcht mal deine Lippen. Merkst du die Bitterkeit? Und schau, was ein mega menschlicher Reflex ist, wenn Bitterkeit kommt. Wenn Sachen nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen, fangen wir an, überall kompensieren. Gerade vielleicht mit Wein, mit Alkohol, mit Schaffen mehr, mit Leistung, mit Masken aufsetzen, you name it. Einfach alles, damit ein bisschen den Schmerz loslässt. Und Jesus fordert uns heute mit dem raus, hey, die Bitterkeit, spuck sie raus. Und jetzt wollen wir einen Moment uns Zeit nehmen, mach dein Maul voll mit dieser Bitterkeit. Und dann nimm all diese Sachen. Und als ein Gebet spuckst das nachher wieder raus. Also nimm mal einen grossen Schluck und lass in deinem Maul. Und ich möchte beten. Jesus, du siehst in unserem Leben all die Situationen, die uns so frustrieren, die uns so verletzen, die uns so Angst machen, Sorgen machen, bedrücken, die Spannung in unser Leben hineinbringen und leiden. Und Jesus, wir wollen nicht bitter werden ab all diesen Sachen. Und wir wollen nicht kompensieren. Und wir legen diese Sachen jetzt heute zu dir an dein Kreuz. Und jetzt nimm all das, was du im Maul hast, und spuck es wieder zurück ins Glas.
Und jetzt nimm das süße Lieblingsgetränk, das du hast. Und als Symbol davon, dass du sagst, mit Glauben setze ich auf das, wo Gott über mich sagt. Und nimm einen grossen Schluck jetzt mal von dem. Jesus hat an dem Kreuz einfach schon nur das Getränk getrunken, zum zu sagen, ich erfülle alles, jede Verheißung. Ich bin treu und ich bin treu zu dir. Und lass uns zusammen beten. Jesus, so wie du an dem Kreuz gehangen bist und nochmal deine Treue bewiesen hast, dass du die Verheißungen alle, sogar in grösster Not, erfüllst, so dürfen wir wissen, dass du in unserem Leben deine Verheißungen treu erfüllst. Jetzt trink dein Getränk doch und geniesse es einfach nochmal. Und dann möchte ich dich bitten, nimm dein Telefon für. Wir wollen jetzt die Verheißungen aus der Bibel ein paar nehmen und wirken lassen an unserem Herz. Und dazu haben wir ein spezielles Slide gemacht mit QR-Codes. Und ich hoffe, du hast so einen QR-Code-Reader auf deinem Nattel, wenn du ein iPhone hast oder vielleicht auch andere Telefone, dann geht es schon nur, dass du die Kamera anmachst. Und du siehst jetzt einen Slide. Und da hat es 9 von diesen QR-Codes drauf. Und jetzt kannst du einen von diesen QR-Codes scannen. Nimm irgendeinen, den du gerade willst. Wenn das nicht geht bei deinem Telefon, dann schau doch einfach, welche Bibelstelle, dass du gerade denkst, hey, die willst du heute nehmen. Und dann will einfach randommäßig eine Bibelstelle. Und dann schlag deine Bibel auf und du bei deiner Bibel den Bibelvers nachlesen. Und hinter den anderen QR-Codes sind Künstler vom 20s, haben sich Zeit genommen, um ein Lettering zu machen und den Bibelvers schön zu gestalten. Und wenn wir jetzt in den Worship-Song reingehen, dann meditiere über den Bibelvers und frage Gott, was ist die Verheißung, die du willst, genau in meine Situation und in meine Spannung und in meine Bitterkeit hineinbringen. Lass uns worshipen. You do not look at me with anger. The thoughts you have for me are kind. And all my crimes, you don't hold them against me. No, instead you say I am your child. I will look to you, keeper of my soul. You're in control. When the ground is shaking, I won't lose heart. You're in control. So why do I still doubt the obvious? You never left me here alone. My life is proof that you are God and in control. Oh, help my little faith to grow. Oh, help my little faith
you're in control. We trust you, Jesus, you're the way maker, and you're in control. Even when the ground is shaking, you're in control. And the ground is shaking, I won't lose heart. You're in control. Wir vertrauen dir, Vater im Himmel, dass du in Kontrolle bist. Wie gut ist es zu wissen, dass du, der souveräne Gott, über allem herrscht, über allem stehst, deine offenen Arme über allem stehen, dass du alles möglich gemacht hast mit deinem Opfer am Kreuz, dass du den Weg zum Vater frei gemacht hast. Du bist der Wegbereiter, der Waymaker, und wir beten dich an. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, 'cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And that is who you are. 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 Sing, that is who you are. 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 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 We worship you for who you are. Oh, Jesus, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Sein Leben festmachen an Gottes Verheißungen aus der Bibel. Das ist sogar etwas, was Jesus selber am Kreuz noch gemacht hat. Hast du das gewusst? Jesus hat am Kreuz den Psalm 31 zitiert. Also im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus gesagt hat: Vater, in deine Hand lege ich meinen Geist. Vorher noch hat er gesagt, seine Gefühle sagen, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat sich verlassen gefühlt, aber er hat gewusst, dass die Schrift sagt, die Verheißung, mein Vater wird mich nie allein lassen. Und wir dürfen wissen, dass all die Verheißungen, die für Jesus gelten als
Sohn von so einem guten Vater, jetzt für uns gelten. Weil er an dem Kreuz uns eingekauft hat in die göttliche, himmlische Familie hinein. Das heisst, die Verheißungen, die Vaterschaft von dem liebenden Vater, der Bund zwischen Gott selber und uns Menschen, der ist geschlossen. Und darum, wenn wir das zusammen uns an das erinnern und wenn zusammen das Abendmahl nehmen, nimm das Stück Brot, das du hast. Vielleicht sind auch ein paar Leute gerade zusammen, die das Abendmahl nehmen, dann brechen das zusammen, das Brot zuerst. Jeder soll ein bisschen nehmen. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du bereit bist, all das Leiden auf dich zu nehmen. Dass du bereit bist, die Qualen und all das Leiden zu nehmen, damit ich hineingekauft bin in diese Familie. Danke, Jesus. Und Jesus, wie unglaublich kostbar ist es für mein Leben, dass du dein Blut gegeben hast. Jesus, das Blut von dir ist das Blut, das mich reinwischt. Das ist das Blut, Jesus, das mir eine Lebensgrundlage gegeben hat, wo mit Gott zusammen ist, wo mich versöhnt hat mit Gott, wo mich hineingekauft hat in die göttliche Familie. Jesus, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Seit dem Morgen um 6 Uhr bin ich dran und begleite Jesus auf dem Weg bei all diesen Sachen. Und ich merke, es ist so unglaublich kraftvoll und es berührt mich selber. Ich darf zu Gottes Familie gehören, ich darf gerecht gesprochen sein. Und ich will mega gerne mit euch einfach jetzt ein paar Momente einfach still sein. Einfach runterknien vor Jesus und geniessen, dass ich durch sein Blut, dass wir durch sein Opfer vereint sind mit ihm. Ein paar von diesen Worten haben mich besonders beeindruckt. Irgendwann hat Jesus in der Menge der Leute, die unter dem Kreuz gestanden sind, seine Mutter entdeckt. Er hat nachher zu ihr gesagt: Mami, das ist jetzt dein Sohn. Also neben ihr ist so ein junger Mann gestanden und zu ihm hat er nachher gesagt: Johannes, das ist jetzt deine Mami. Bitte, schau gut zu ihr. Wenn ein Mensch im Sterben liegt, dann ist es sehr oft, dass er seinen Angehörigen noch einfach den letzten Willen mitgibt. Gerade wie sollen sie miteinander umgehen. Und Jesus hat das ganz vehement betont, schon vorher. Und dann am Kreuz nochmal. Schaut einander gut. Liebet einander. Trägt einander durch. Habt die Liebe, die ich zu euch habe, untereinander auch. Und das wollen wir jetzt
miteinander ehren und zelebrieren. Und wir wollen das machen, indem dass wir miteinander und füreinander einfach ehrlich beten. Jetzt, wie machen wir das? Es sind sehr viele Leute jetzt gerade eingeschaltet in diesem Stream und das ist auch schön. Und darum haben wir so eine App, das heisst Slido. Und zwar gehst du ein sli.do/Liturgie. sli.do/Liturgie. Oder du scannst einfach den QR-Code und dann kommst du auf die Frage, hey, für was sollen wir dann jetzt beten? Und dort schreibst du rein, vielleicht nicht nur das Anliegen, das du selber für dich hast, aber vielleicht kommt dir jetzt gerade ein Mensch in den Sinn, wo du denkst, hey, komm, bitte, betet doch jetzt für meinen Arbeitskollegen, dass er Jesus kennenlernen darf. Betet doch jetzt für meine Schwester, sie hat Depressionen. Betet doch jetzt für meinen Großvater, für was auch immer. Komm, wir schreiben da drin einfach unsere Gebetsanliegen. Wenn du selber auch eins hast, darfst du auch dich selber drin hineinschreiben. Yes. Da kommen verwehrt einfach ganz viele verschiedene Sachen, wo Leute hineinschreiben. Und jetzt nimm die Zeit, dass du da reingehst und selber einfach scroll ein bisschen um. Du hast es auf deinem Telefon selber auch. Dann scrollst du mal einfach ein bisschen runter, es kommen mehr und mehr Antworten. Und nimm einfach eins und bete für diese Person. Und meins von Herzen und meins mit Liebe, bete für diese Person. Das hat Kraft bei diesen Leuten. Du merkst, es kommen schon sehr viele Antworten rein. Ich weiß nicht, ob du selber auch hast. Jemand sucht eine neue Arbeitsstelle. Jemand will, dass du für seine Schwester betest. Es hat ganz viele Sachen, dass jemand keine Angst mehr hat. Da sind Namen zum Teil drin. Einsamkeit ist drin. Für meine Tochter. Für den Chef wird jemand beten. Das sind ehrliche Gebete. Und komm jetzt, nehmen wir uns Zeit, wo wir unser Herz auftun und ehrlich zu Gott beten. Genau für diese Menschen. Jeder gerade für sich. Scroll einfach durch und bet. Es sind schon fast 150 Gebetsanliegen. Und liebe Freunde, ich fände es schön, wir würden jetzt miteinander, alle laut, wo wir auch sind, noch unser Vater beten. Weil Jesus hat uns gelehrt, betet doch so. Und ich habe die klassische Version aus dem Luther genommen, wie wir die am besten kennen. Lass uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Johannesevangelium,
Dort steht es so, dass das Letzte, was Jesus gesagt hat, ist, jetzt ist es vollbracht. Und das könnte man jetzt eigentlich kritisch hinterfragen, weil der Preis ist zwar schon gezahlt gewesen, aber Jesus hat ja noch wirklich sterben und dann irgendwann dann wieder auferstehen und dann irgendwie zum Vater. Also, was heisst es ist jetzt vollbracht? Man sieht es ja noch gar nicht, dass es vollbracht ist. Und ich liebe den Mindset von Jesus, weil er weiß, jetzt ist der Preis gezahlt. Und wenn der Preis gezahlt ist, dann ist er gezahlt und dann ist es vollbracht. Und das gilt nicht nur für Jesus, das gilt für dich, hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Weil der Preis für dich ist gezahlt. Und ja, du siehst vielleicht das noch nicht so. Du bist in deinem Leben nicht dort, wo du sein willst. Vielleicht mit deinem Charakter, vielleicht mit deiner Gesundheit. Vielleicht bist du noch bedrückt, vielleicht hast du noch viele Sachen, wo du dich nicht frei fühlst oder noch nicht den Frieden in deinem Herz wirklich hast. Aber du darfst eins wissen, es ist vollbracht. Und heute machen wir als 20s etwas auf dem Herz und das ist ein bisschen crazy und verrückt und ich möchte dich challengen, mach's trotzdem. Du mit uns jetzt crazy das feiern, dass es vollbracht ist. Jesus hat den Preis gezahlt, den ganzen Preis, und der Preis war mega gross gewesen, und er hat ihn gezahlt aus lauter Liebe zu uns. Und darum, wenn wir heute an einem Freitagabend, Karfreitag, feiern und tanzen. Und wie machen wir das? Wir haben Jaira gefragt, sie muss uns mit reinnehmen, zum wie feiern wir. Und ich sage dir, mach mit, feier den Jesus. Ich freue mich riesig, heute mit dir zusammen bei dir daheim im Wohnzimmer zu tanzen. Oder auch Küche, spielt keine Rolle, du suchst es aus. Und ich möchte dich wirklich motivieren, mach mit, es wird genial. Weil es gibt nichts Besseres, als jeder daheim in seinem Zimmer, aber gleich zusammen unseren Jesus mit Tanz zu feiern. Darum, mach mit. Das Lied heisst «We Live Victorious» vom ICF. Yes, love it. Gut, von da gehen wir mit dem linken Bein raus. Rechter Arm kommt vorne durch. «We live» singt er da. Victorious. Wir nehmen rechts und links den Fuß rein. Gehen auf den rechten Fuß, stoßen runter. Linker Fuß kommt hinten und Victorious tun wir in den Boden reinstampfen mit dem Fuß hier oben. Und nachher «Our eyes on you» tun wir vorne zeigen und tun so ein bisschen wippen. Genau. Von da nachher «This world» machen wir «This world» can conquer us, tun wir oben durch bis am Boden. Und nachher kommt «We carry», linker Fuß mit dem linken Arm, also so wie der Rucksack würde so heben, also «carry». Und nachher kreuzen mit dem rechten Bein und den rechten Arm rauf. Und von da «turn» und bleiben am Ort. Wenn es nicht klar ist, spul zurück, schau es nochmal an und ich mache weiter. Von da. Achtung, Hand bleibt da. Wir nehmen sie nur rauf und schlagen und «we let him go». Nehmen wir die Hände so wie raus. Ja? Und wir gehen mit dem rechten Bein über das linke. 4 Schritte über. «We're not let him go». Und jump. Ich gehe aufs linke Bein, Hände sich kreuzen. So ein bisschen, wie so ein bisschen drehen, einfach über dem Kopf. Nachher vorne zeigen, das gleiche rechts über, 4 Schritte. Und klick, klick, klick. We are holding on to you. Und das ist schon alles. Super, probieren wir mit Musik. Okay Leute, das braucht jetzt ein bisschen Mut, aber es tut euch gut, wenn ihr jetzt aufsteht und eure Hüften bewegt. To
Oh, Amen. Oh, ich liebe es einfach, so einen Tag zu haben und Jesus ins Zentrum hineinzusetzen. Mich selber hat der Tag wirklich zutiefst bewegt. Der Jesus ist mir begegnet, hat mich bewegt und es ist einfach kraftvoll, den Jesus im Zentrum von meinem Leben zu haben. Hey, ich hoffe, dich hat es auch berührt. Wenn du nochmal ein Gebetsanliegen jetzt hast, kannst du das jetzt auch noch eintragen, icf.ch/Gebet. Und ansonsten finde ich wünsche dir ganz ein schönes Osterweekend, weil es geht noch weiter mit dem ICF Zürich. Wenn du zum Youth Planet oder zum 180 gehörst, dann unbedingt im Telegram-Chat schauen. Sie haben ganz lässige Aktionen morgen den Tag durch und am Abend unbedingt einschalten, haben sie dann Youth TV. Das ist für alle gut, können auch 20 Mal reinschauen. Sie machen das wirklich grossartig. Paul Sieber und die ganze Gang. Und dann am Sonntag geht's los, morgen früh mit Family Celebrations, nicht vergessen. Und dann hat es 4 ganz verschiedene Celebrations. Und wir gehen weiter in dieser Stil, wie wir heute den Tag zusammen gefeiert haben. Also mit viel Theater, viel Kreativität. Aber es wird ein Tag auch Ostern sein, wo wir ganz gezielt uns ausrichten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das heisst, er ist sehr gut geeignet, um den Link auch zu verschicken. Hey, schalt doch mal an Ostern, kannst ja nicht in die Kirche gehen, aber schalt doch mal ein bei uns im ICF und schau dir mal eine Oster-Celebration an. Die Schwelle ist so tief, um mal in die Kirche zu gehen. Man geht ja nicht, aber reinklicken, um mal zu sehen. Und das einfach in dem Sinne, um dem Jesus begegnen. Und für alle vom 20s sage ich, hat mich riesig gefreut und wir sehen uns auch nächsten Freitag wieder. Wir starten in eine neue Serie Fight Club, wie wir stark sein in allen Herausforderungen drin. Und jetzt darf ich nur noch etwas zum Schluss sagen. Unser Michito hat ja grossartig gezeichnet, die haben es immer wieder auch eingeblendet gesehen. Und das Bild sehen wir dann am Schluss jetzt noch eingeblendet. Und dazu aber möchten wir gerne auch eine Kollekte einziehen für unsere Unkosten als ICF Zürich, die wir haben. Und vielen Dank, dass du ein Teil bist von dieser Vision, weil wir gerade merken, in dieser Zeit auch als ICF, wir haben einen Auftrag, einen ganz schönen Auftrag, nämlich unseren Jesus groß zu machen und zu verbreiten und bekannt zu machen. Ich habe dich gern und ich wünsche dir ein gesegnetes Osterweekend. Bis bald wieder.
You